Mechanic Resurrection ist ein weiterer Film mit einem Re im Namen aus dem Cool Sequel Name Generator 3000. Resurrection, Resurgence, Revenge, Revelation, Retribution, all der ganze hure Gurk. Und es ist die Fortsetzung von The Mechanic aus dem Jahr 2011. Ehrlich gesagt eine Fortsetzung, die, glaube ich, niemand danach gefragt hat. Und bei Mechanic Resurrection geht es um den Arthur Bishop, gespielt von Jason Statham, der eigentlich jahrelang jetzt untertaucht ist, nicht mehr eigentlich Auftragskiller war, wie er das im ersten Teil war. Er hat sich eigentlich, quasi ist er im Ruhestand, dann wird er aber von seiner Vergangenheit eingeholt und von so einem bösen Gangster-Bossmann wird er dazu verdammt, eigentlich 3 Leute umzubringen. Er findet aber, nein, ich will das nicht. Und dann mit so einer coolen, nicht aufgesetzten Love Story passiert dann das gleich, dass er die 3 Leute muss ausschalten. Und The Mechanic Resurrection ist nicht wirklich ein guter Film. Eigentlich gar nicht. Was ist denn gut an Mechanic Resurrection? Der Jason Statham zum Beispiel, er spielt den Jason Statham in Filmen, er ist immer etwa die gleiche Figur, er ist der böse reinschaut und findet, ja, das ist Gerechtigkeit und so. Und es macht einfach irgendwie Spass, ihm zuzuschauen, wenn er irgendwie Leute über den Tisch hineinhaut und irgendwie zum Fenster ausrührt und was weiß ich. Das ist schon relativ cool. Und es ist mehrheitlich auch eigentlich ganz okay gefilmt, es hat Shaky Cam, ich glaube, ohne das kommt man nicht aus, also sprich da die Wackelhandkamera. Ja, sonst die Action-Szenen sind an sich eigentlich noch amüsant, wenn er irgendwie auf einem Boot rumsäckelt und irgendwie 25 Leute verschießt mit einem Magazin. Der Tommy Lee Jones hat noch eine kleine Nebenrolle, was ich sehr lustig gefunden habe. Er hat eigentlich nicht so den Haufen zu tun und er ist irgendwie schon dabei, aber auch nicht so. Er ist so eine skurrile und schräge Rolle. Ich habe es eigentlich noch recht lustig gefunden, darum finde ich, ist es durchaus erwähnenswert. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit dem Guten. Der Restteil ist egal bis schlecht. Jessica Alba ist immer noch schön zum Anschauen, aber es ist nicht mehr 2005 und sie ist eben auch nicht wirklich so eine tolle Schauspielerin und in dieser Rolle hätte man jetzt wirklich, glaube ich, jede attraktive Schauspielerin zwischen 25 und 40 können stecken. Und meine Güte, eine typischere Jungfrau in Not, so eine Damsel in Distress, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Ihre Figur kann nichts. Sie ist einfach ein dummes Frauenli, das muss gerettet werden vom starken Mann. Es ist richtig langweilig. Und die Liebesgeschichte, die da aufgesetzt wird zwischen dem Jason Statham und der Jessica Alba, ihrer Figur, die ist so dermaßen erzwungen und schlecht. Innerhalb von 2 Minuten und irgendwie einer Szene sind die plötzlich Hals über Kopf verliebt. Es ist so sinnlos und bescheuert. Man muss ja auch fair sein, was sie, also Jessica Alba und ihre Co-Stars, ihre Mitschauspieler müssen sagen, ist teilweise echt hure peinlich. So lächerlich schlechte Dialoge, meine Güte. Das Drehbuch an sich, der Plot, so die Handlung ist Standard für so einen Actionfilm. Da habe ich jetzt nicht viel mehr erwartet, nicht irgendwie super crazy Innovatives, aber ein bisschen Mühe hat, dass es ein bisschen glaubwürdig ist. Die Geschichte an sich hätte man sich ja schon geben können, dass die Action-Szenen übertrieben und hohl und so ein bisschen an die 80er angelegt sind. Ist ja voll okay, aber ja, die Geschichte ist so lahm und was die Leute müssen sagen, die Dialoge, die sind so peinlich und lächerlich teilweise. Ich kann echt etwa die krass rauslachen. Ah ja, und der Film hat ja, glaube ich, noch einen Bösewicht. Ich habe keinen Plan mehr, wie der Typ geheißen hat. Ich weiss nicht mehr, was er wollte. Er ist so belanglos und so langweilig und so egal und darum verschwende ich jetzt auch nicht mehr Zeit, um über diesen Typ zu reden. Ja, der Mechanic Resurrection ist ein Film, wo, glaube ich, niemand danach gefragt hat, weil niemand gefunden hat, boah, Mechanic, der erste war geil, ich will unbedingt mehr aus dieser Welt sehen. Jetzt ist er gleich da und es ist einer der höchsten Filme, die ich schon seit langem gesehen habe. Am Jason Statham seine Figur, beziehungsweise so seine Art, wie er die Figur spielt und wie er die Leute vermöbelt und so, selbst ist cool zum Schauen. Aber der Rest, die Dialoge sind der grösste hure Unsinn, den ich echt seit längerem gesehen habe. Die Handlung ist sehr Standard, der Bösewicht ist lahm. Ja, es bietet echt nicht viel. Es gibt
15 andere Filme, wo der Jason Statham Leute vermöbelt, die unterhaltsamer sind. Transporter-Film, der Crank-Film, Expendables, Safe ist besser, wo vor irgendwie 3-4 Jahren rausgekommen ist. Homefront ist besser. Ja, also der Mechanic Resurrection kann man sich echt sparen. Wer hätte es gedacht, ein weiteres unnötiges Sequel, das nicht so gut ist? Ich meine, Independence Day Resurgence ist ja auch schon ähnlich gewesen das Jahr. Und mal schauen, was sonst noch für glatte Sequels zu Filmen kommen, die irgendwie niemand so wirklich interessiert hat. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.